Haut 7. Ostersonntag begrüßen Sie euch aus der Kirche von Ueverfehlen, mir überdro von heute Sonntagsmass. Et sangen Chorallen Saint-Cécile Fehlen a Saint-Cécile Merzig, Dirigent aus de Paul Bletchet, Organistin Sylvie Scherz-Kips, Pianistin Caroline Pleckepol. Wir hören als Entrée Toccata all'Offertorio vom Zipoli. Donno sangen wir Le Christ est vivant von Herrera an l'Echo. Gloria vom Kathi Stimmer Salzeder, Singet dem Herrn von Schütz a Becker, Alleluia de Saint-Augustin vom Roux, Quand il disait à ses amis von Akepsimas an Rimo, I Sing Holy vom Meyerhofer, Ave Verum Corpus vom Elgar, an als Schlusslied Komm Schöpfer Geist, Laudate Dominum 470. Dögel spielt eng Sorti vom Le Fébure. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Leif Leid zu überfehlen an der Kirche, leif alle Gur, die da über Medien mit uns verbunden sind. Jesus der Christus ist bei de Pap an den Himmel gegangen. Weising Jünger gucken mir no oben. Wir werden ob die Kraft vom Heiligen Geist, aber bleiben treu am Gebet. Los ma an dieser Feier zusammen den Herrgott loben. Los ma aber für dich in Verzeihung bitten, wir sind schuld. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit uns und uns all als Schuld nolassen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
In jenen Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen blickte Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Wort des lebendigen Gottes. So spricht der Herr: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch, dann wird euer Herz sich freuen. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt,
dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus erhob seine Augen zum Himmel und betete. Da das den ersten Satz aus dem Evangelium von Haut. Es schenkt schon den Anledungssatz zu sein, also eigentlich nebensächlich. An Dach direkt etwas Zentrales aus. Der Jesus hat sich an den Himmel erhoben. Den Himmel ist ja bekanntlich ein Symbol für die Präsenz von Gott. Das ist der Platz, wo Jesus Christus lo zenter seiner Himmelfahrt ist, ganz bei Gott, bei ihm daheim, aus seiner Intimität oder wie die Bibel es nach formuliert, zur Rechter Seite von Gott. Gucken wir also nach einmal 3 Tage Fest Christi Himmelfahrt, wie der Jesus zurückgeht bei seinem Pap, wo er hier kommt, für lo am Himmel für eis anzutreten, an obeis zu werden. Hier nass am ersten Sinn vom Wort bei Gott abgehoben. As hier also fort? Nein, die Freichristen hatten auch nur der Himmelfahrt nicht gefühl, lo ganze Länge zu sehen, ganz am Gegenteil. Der Jesus war an der Kraft vom Heiligen Geist matten innert hinnen. Er war do an hat ihr Leben geprägt, no bannen an no bausen. Weil wann hier bei Gott abgehoben ass, da sind auch mir bei Gott matt abgehoben. Und zwar sind wir bei ihm gut abgehoben. Weil do, für den Paulus sei Vergleich vom Leib von Christus, den Kirch durchstellt, abzugreifen, do wo der Kap ass, als auch der Rest vom Körper, respektiv götten zumindest do hingezogen, aber bewegten sich hin. Dürfen dürfen wir friedlich den Blick nur überrichten, wo Christus riert zur Hand, wo Gott sitzt, an Eis Not zieht, wo ein Eis erweht. Lief Matchristen, auch wie ihre Blickenden zurückgauf, so hört ihr nach kein Wied, kein eitel Platz han los. Wenn der ein Keier ob Jerusalem fuhrt, da geht ihr Urlichbirch den Ort gewissen, wo der Jesus Abschied geholt hat von seinen Aposteln, als sich an den Himmel erhoben hat. Schon am 4. Jahrhundert war du ein Kapell abgerichtet ging, die später an ein Moschee umgewandelt gouf. Jedenfalls gesäide bis haut ein Felsstück beim letzten Fußaufdruck vom Jesus, mit dem sich sozusagen von der Erde weggestoßen hat. Entsprechend realistisch geht die Himmelfahrt ob viele mittelalterliche Bilder a Reliefer durchgestaltet. Irwischte Bildrand sind 2 Fäs an den innischen Deel von einem Gewand zu gesehen. Wohin also am Gangers erhoben zu gehen, an de Blicker von seine Jünger entzurüget. Aber nicht nur Urlichbirch hatte Jesus Spuren hannerlos, mehr auch am Leben von denen, die matt ihm gegangen sind. Und auch haut am Leben von all denen, die sei Wort hören und dann noch handeln. Es kann nicht so an der ersten Bedeutung, der Jesus als ein beandruckenden Personage. Hier lest den Andruck handelt sich. Hier nur Andruck gemacht bei den Menschen von seiner Zeit. An hier beandruckt, hier impressioniert auch Haut. Wo hier ackeiert, sammelt die Menschen sich, feiert sie bei Gott. Hält sie matt an den Himmel gewissermaßen. Das geschieht, wenn man matt hingehen, durch hinner wo hien ass. An der Jesus nur follig also, wenn man Gemeinschaft hun an einer Hallen matt him.
Dafür geht es darum, Haut an Hai eise Mitmenschen dat vom Jesus zu bringen, mit dem hier Eis selber beandruckt. Sing lebt für die verloren sind. Sing Freiheit für die an sich selber an ihrer Sünde angesperrt sind. Sing Deutlichkeit, mit deren Barmherzigkeit vor Gott illustriert wird. Das muss doch erst Obtreten auszeichnen. Nicht Machtschreierisches, Besserwisserisches oder Bedrohendes, mit den deven Andruck, den der Jesus bei Eis hanner loshut, an dat Leben vom Mensch einfach besser nicht, mehr dev, mehr authentisch, mehr menschlich. Dazu ein Wort vom Antoine de Saint-Exupéry. Was ich am meisten hasse, das die traurige Rolle vom Spektateur, den unbedeligt ist. Soll ihn nie nur gucken, soll ihn Zeige sehen, matt machen, selber Verantwortung überholen. Lief Leid, der Jesus am Himmel. Dass ihn an den Himmel abgeholt ist, das kein tragischen, endgültigen Abschied, so wie wir dramatisch Abschiedsszene kennen, wo Menschen ob Garen auf Flughäfen, wo da gär Tränen fließen, weil Leid auseinander gerappt gehen. Die Himmelfahrt vom Jesus als vielmehr eine Bestätigung von Ostern. Hier ist lo ganz am Leben von Gott. Weil Gott tut Möglichkeiten vom Leben, die als menschliche Vorstellungen übersteigen. Es ist lo no seiner Himmelfahrt die Zeit, wo dem Jesus seine Erscheinungen als Obersternenen, mit denen hier sich real gewissen hat, abhalen, wo hier nicht mehr direkt auf der Erde erfuhrbar ist. Hier ist am Himmel. An den Himmel hat sich durch ihn verändert. Weil hier hat nicht nur Platz geholt zur Redserzeit vor Gott, göttlichen Thron, über alle Fürsten, Mächten und Gewalten erhoben. Hier, den als Erkennungszeichen sing Wundmalen, sing Blessure von der Kreuzigung bei sich dreht, Zeichen Wunden vom menschlichen Leben an Gottheit an. Hier hat Eiswunden matt geholt, weil sich mit ihnen identifiziert, weil sie ob sich geholt hat. So gi mir angeschrieben an Herz vor Gott, als in Barmherzigkeit, mit allem, was uns bedrückt, was uns wehdet. Menschlich Leid an menschlich Fried, Zuversicht an Zicken, Leben an Stirben holen an der Gottheit Platz. Hat Gott auch schon am Alten Testament sich reveliert am brennenden Dornbusch gesot, ich und Elend von meinem Volk gesinn an ihr Kloen hören, ich kenne hier Lied. Am Jesus bekennt ihn sich zu dieser aus so obeneiz, an der das von lo un nicht mehr zu überbieten. Hier nur dat menschlich Leben mit allem, was dramatisch ist, mit allem, was doch Menschen in einer zufügen können, als sei Leben ugehol, an abgehol, mat an den Himmel. Liebe Brüder und Schwestern, der Satz vom Evangelium, den der Jesus charakterisiert, gilt doch für eins. Jesus erhob seine Augen zum Himmel und betete. Auch mir sind dem Blick nach oben verpflichtet. Eine doppel Stoßrichtung macht kreiert Christentum also. Der Blick nach oben an den Himmel für zu beten. Und aber auch der Blick an die Felder an, für sie zu gestalten und zu verändern. Ora et labora, biet an Schaff, heißt der Wies von den Benediktiner. Gottes lebt, am nächsten lebt, entsprechen sich. An ein christlich Binsenweisheit seht, Mass feiern als die tiefste Gottesbegegnung religiös gesehen. Sie muss aber auch fruchtbar gehen durch konkreten Ersatz an der Welt. Spiritualität ist nie rein Spiritualität, mir verweist auch auf die notwendige Humanität. Aber gerade so will Humanität nicht innerweltlich angesprochen sein, wir finden hier höchst Begründung und Motivation an einer Gottesbeziehung. Menschenwürde wird von der Gotteswürde garantiert. Man gehen also nur Christi Himmelfahrt nicht invitiert, ten an den Schoß zu legen, mit es als ihrem Numm anzusetzen, erwirken zu lassen. Weil den Himmel, wo Christus ist, verpflichtet auch Eis.
Himmel entsteht jeweils do, wo Stück mehr Menschlichkeit, mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden und Solidarität inner den Menschen und mit der Schöpfung wiest. Nicht anderes folgt den an den Himmel abgefuhr ist. Sein Testament als ein letzter Konsin sie just Datei. Mit helfen, dat lo schon, ob dieser Erde ein Stück mehr Himmel, mehr Paradies kann realisiert gehen. Amen. Aber können wir zusammen eise glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Jesus ist zurück an den Himmel gegangen und tritt auf ihr Eis an. Los man mit großem Vertrauen zu ihm werden. Für die Kirche, dass sie es fertig bringt, Zeilen an Missionare für die Verbreitung vom Evangelium zu fangen und zu unterstützen. Jesus, höre Eis. Für die politische Sozialverantwortung drohen, dass sie durch ihr Wirken den Unterdrückten und Schwachen Hoffnung bringen. Jesus, höre Eis. Für die Leben getrennt wird, Eltern, Kanner, Männer, Frau, Frauen, dass auf ihrem Lebensweg Zeichen von christlicher Hoffnung gehen. Jesus, höre Eis. Für Reisporen, dass sie durch ihre Ähnlichkeit zeichnet gehen, von der Einheit von Pap, Jung an Heilige Geist. Jesus, höre Eis. Gute Papa am Himmel, höre ob Gebet, wird man demütig für dich bringen. Durch die Jesus, als Bruder an eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben seiner Kirche annehme, zu seinem Lob und zu Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern leibhaft erschienen. Vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, das wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und allen Menschen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Schenken wir uns gegenseitig den Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast.
Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert, mit der christlichen Gemeinschaft zu fehlen. Den nächsten Sonntag peischten über Dromat Mass aus der Dekanatskirche vor Remich, und zwar 10:30, parallel op DOC, RTL Audiotelevision an Internet. An los schalten wir zurück an die Stadt.